Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Körperverletzung nennt man das heutige Delikt. Es handelt sich indes nicht nur um verletzte Körperteile, sondern um eine insgesamt schwer mitgenommene Ehehälfte. 3 kräftige Damen müssen auf die Anklagebank. Die Zuschauer tuscheln und lachen. Gewisse Kümmernisse kannte eben auch die gute alte Zeit. Jetzt weiter, meine Damen, auf die Anklagebank. Und Schlachtreiter, ihr macht mit ihr besoffen. Und mit ihnen ist überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wir werden freigesprochen. Grüß dich Gott, Ursula. Grüß dich. Das ist ja eine verkehrte Welt. Gar nie nicht darf eine Frau gegen ihren Mann die Hand aufheben. Gar nie nicht. Aber ihr Mannsbrüder gegen uns Weiberleut schon. Ja, das kommt vor. Ach so. Und wir sollen uns das gefallen lassen. Ja, gelegentlich kommt's vor, das sagen ja schon die ältesten Philosophen, dass man sowas hier und da machen muss. Schon wegen Und alle Tag einen Rausch haben. wegen dem Dings, wegen dem Respekt muss man das hier und da machen. Nicht aus Ernst, nur wegen dem Respekt. Da vergeht einem schon der Respekt mit so einem besoffenen Waagscheidel, mit so einem besoffenen Dankeschön. Ja, bitteschön. Ihr sollt auch einen Respekt haben, wenn wir einmal nüchtern sind. Auch dann. Jedenfalls geht's mir jetzt besser. Jetzt ist er fromm wie eine Lampe. Meine verehrten angeklagten Damen, es ist mir eine hohe Ehre und ein ebenso großes Vergnügen, dieses Verfahren gegen Sie eröffnen zu dürfen. Frau Maria Ingel, na, mit irgendeiner muss man ja anfangen, nicht wahr? Bitte schön, stehen Sie als Erste auf und kommen Sie zu mir her. Sie sind verheiratet, ja? Verheiratet schon, aber nicht gut. Das war eine präzise Auskunft, ne? Ja, mit dem Verheiratsein, das scheint so eine Glückssache zu sein, gell? Das kann man wohl sagen. Ja. Mein Unglück hockt draußen als Zeuge. Ja, in diesem Sinne bitte ich Sie auch wieder Platz zu nehmen. Die nächste wäre dann die Frau Abstreiter Franziska, Ja, gell? hier. Ja. Ja, Sie sind Witwe, ja? Leider ja, Herr Richter. Und ich war so gut mit ihm verheiratet. So viel gut. Na, schauen Sie, bei Ihnen hätten wir jetzt schon die andere, die positive Seite der Glückssache. Ja, aber so ist es auf der Welt. Die eine hat einen braven Mann und die andere einen Teufel und sein Geld. Die meisten haben aber einen Teufel und kein Geld. Du hast auch wieder recht, Marl. Jetzt, Herr Richter, mein Xaverselig hat das eine Gute gehabt, der hat überhaupt kein Bier nicht getrunken. Ja, der hat's nicht einmal mehr. Wie oft habe ich gesagt, Xaverl, kauf dir doch wenigstens an die höheren Feiertag eine halbe. Ja, geh so großzügig waren Aber Sie. er hat gesagt, nein, ich mag kein Bier nicht. Mir ist das Wasser und der Tee genauso gut. So ein Mann war das. Schon ganz was anderes als wir der da. Ja, armer Teufel, war das so der Depp, ne? Ja, ja, sie hat schon recht. Ja, und noch was Gutes hat er gehabt, mein Xaverl. Er hat nicht geraucht und nicht geschnupft. Das ist ja schon beinahe pathologisch, War ein sowas. seelenguter Mann. Und so brav und so gut und so lieb. Ja, so und gerne Sie so. setzen sich jetzt bitteschön hin Ja, und das sind ist ja so wohl lieb wahr, und nicht? schweigend, bitteschön! Ja. Die dritte im Bunde, das wäre da die Fräulein Brandelwaldburger, ja? Sie sind ledig? Ja, Herr Richter, ich bin ledig und frei. Erstaunlicherweise immer noch, gell? Weil ist die alle gescheiter von uns drei. Nein, wenn der Richtige nicht kommt, den nächstbesten mag ich gerade auch nicht. Na, du hast recht. Man soll bloß seinen Herzenstraum heiraten oder ledig bleiben. Alles andere ist ein Schmarrn. Wir haben es ja jahrelang mit anschauen müssen an unserer Frau Nachbarin, weil sie sich von den Hallodri, den Besuchern da fast an jeden Tag hat hauen lassen müssen. Meine verehrten Damen, wenn Sie mich jetzt bitte bestimmen lassen würden, wer von Ihnen der Reihe nach jetzt redet, gell? Wir haben eingreifen müssen, Herr Richter, wir haben das nicht mehr mit anschauen können. Der Grobian hätte die Ursula glatt erschlagen. Ja, das stimmt.
Ich war ein ziemlicher Sauhund. Geh, ihr seht's jetzt sein, mei. Früher habe ich es nicht einsehen können. Da war ich alle Weib besoffen. Dann war unser Ruf also da nicht umsonst, Gott sei Dank. Geh, ihr seht's jetzt sein, mei. Sie haben's grad gehört, Herr Rat. Infolgedessen bitten wir halt schön um einen glatten Freispruch. Meine lieben Damen, ob Sie es glauben oder nicht, ich bin hier tatsächlich schon mit schwierigeren Fällen fertig geworden, auch ohne so viel massive, freudige und gütige Hilfe wie von Ihnen, Himmel, Donnerwetter. Jetzt lassen Sie mich doch endlich einmal. Ich möchte jetzt den geschädigten Herrn Kölbel, den Nebenkläger, hören. Bittschön, Herr Rat, ich verzeih den Damen alle erlittenen Schläge, indem ich mich ernsthaft bessern möchte. Man scheint Ihnen Ihre Lektion aber sehr gründlich eingebläut zu haben, Herr Kölbel. Sie brauchen sich doch nicht zu verteidigen. Sie sind doch schließlich der Geschädigte, nicht? Ja, das schon. Na also, sagen Sie mal, wie ist es denn überhaupt zu dieser Aktion der Damen da gekommen und wie schwer hat sie es denn erwischt? So schlimm war's auch wieder nicht. Man hätte uns gar nicht anzusagen brauchen. Meine verehrten Angeklagten, ich möchte ganz gern jetzt wenigstens einmal ohne Ihre gütige Mithilfe auskommen bei meiner Befragung. Herr Kölbel, Sie sind vom Beruf Korbmacher, gelten als recht fleißig und ordentlich, ja? Warum haben diese 3 Rachegöttinnen denn Sie, weder mit Ihnen verwandt noch verschwägert, Sie so zurichten können, so fürchterlich, dass Sie, wie lang sind Sie im Bett gelegen? 3 Wochen. 3 Wochen? Ich bitte um Ruhe. Ja, ich weiß schon, Schadenfreude ist die schönste Freude, gell, natürlich. Dass Sie 3 Wochen lang haben das Bett hüten müssen. Tja, warum haben denn die Damen das eigentlich gemacht, nach Ihrer Meinung, soweit Sie überhaupt noch eine eigene Meinung haben, Herr Kölbel? Ja, weil ich was? Ja? Weil ich so ein Sauhund gewesen bin. Ewig betrunken, etc. Sag die Wahrheit, Bartel. Weil ich das Bier so gern mögen hab. Das Bier war mein Ruin, etc. etc. Nichts etc. Die Wahrheit wird gesagt. Keine Aufmunterungen, keine Einflüsterungen, meine verehrten Angeklagten, gell? Sonst verschaffe ich mir Ihre Zurückhaltung mit Ordnungsstrafen. Die Gerichtskasse ist gleich nebenan. Er ist auch ein Mannsbild. Oh, meine Ohren, gell, damit haben Sie nicht gerechnet. Aber Korn, notieren Sie gleich 5 Mark für die Frau Abstreit. Jawohl, Herr Rat. So, und jetzt, Herr Kölbel, erzählen Sie ohne Angst und Zittern. Was haben denn diese 3 Damen überhaupt mit Ihnen zu tun, beziehungsweise Sie mit Ihnen? Ja, Sie sind unsere Nachbarinnen. Ja? Und befreundet mit meiner Frau Gemahlin. Gut befreundet, gut. Naja, und da haben Sie sich halt dann nicht mehr länger angeschaut. Was haben Sie nicht mehr länger mit angeschaut? Ja, mei, das halt, dass ich früher so ein Sauhund gewesen bin, ja, der das Bier so gern trunken hat, etc. Herr Kölbel, ich muss Sie auf etwas aufmerksam machen. Sie stehen hier unter dem Schutze der Justiz. Es kann Ihnen gar nichts passieren. Also bitte reden Sie ganz ruhig, frei und offen. Ich mein, ich war halt früher so ein Sauhund. Ja? Ja, aber jetzt habe ich mir ja Gott sei Dank schwer gebessert. Sie erwarten doch hoffentlich nicht von mir, dass ich Sie dafür jetzt belobige. Na. Also. Um jedes Wirtshaus, Herr Rat, mache ich einen so einen Bogen. Einen ganz großen Bogen sogar. Da kommen wir ja überhaupt nicht mehr zum Geradeaus gehen, vor lauter Bogen, gell? Bei unseren 28 Gasthäuser hier in Geisbach. Ja, ich weiß. Und mir fällt's auch, das heißt, es ist mir anfangs auch sehr hart nur gefallen. Ja, mein lieber Herr Kölbel, schauen Sie, so hat das wenig Sinn. Jetzt sind Sie halt ein Mannsbild und sagen Sie mir endlich, wie es zu dieser Straf- und Racheaktion der 3 Damen da gekommen ist. Ja, mei, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, nein, ganz genau, das ist nicht notwendig. Ungefähr so. Ungefähr? Ja. Ja, ich bin sternhagelbesoffen heimgekommen und da hat meine Urschi zum Betten angefangen. Betten? Betten. Und gleich, bald drauf, sind 3 weiße Gestalten über mich hergefallen. Ah, so, also quasi so 3-mal die weiße Dame. Ein bisschen früher auf einmal, gell? Hat sich da einer besonders hervorgetan? Nein. Alle drei. Die müssen mir aber danach aufs Bett gelegt haben. Denn wie ich wieder zu mir gekommen bin, war ich im Bett. Also quasi eine Blitzaktion mit nachfolgender Amnesie des Opfers. Ja, sowas soll es geben. Ich habe hier die Aussage des Herrn Badermeisters und Chirurgus Haberl. Der Beschädigte
Alte, Herr Kölbel, hat am Kopf eine destruktive Impression gehabt, diverse hämatitisch unterlaufene Flecken am Gesäß, 3 bis 4 kontusionierte Rippen nebst einer Armfraktion. Oh, nicht schlecht. Es geht eigentlich ja schon über das mögliche Endergebnis einer normalen Rauferei hinaus, nicht? Ja, es geht jetzt schon wieder heran. Ja, und vor allem, ich hab's ja verdient. Ich war doch so ein fürchterlicher Sauhund. Herr Köbel, allmählich gehen Sie mir mit Ihrem ewigen Sau und mit diesen Selbstanklagen auf die Nerven. Was anderes wissen Sie nicht, hä? Was anderes? Oh ja. Ja, weh hat's dann schon noch immer ein bisschen dann. Es hat aber auch sein Gutes gehabt. Denn um jedes Wirtshaus mache ich doch jetzt einen Nein, gar nichts. Sie gehen auf dem geraden Weg auf Ihren Platz jetzt, Herr Köbel, okay? Jawohl, Herr Rat. Ja. Herr Rat, ich habe mich zum Vorteil von meiner Frau schwer gebessert. Setzen! Schwer. Setzen! Sehen Sie es, Herr Rat, Sie können uns ruhig freisprechen. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Ja, anderer schon, nicht wahr? Von Haus aus kann er ja kaum so sein. So ein Lotterl, auf Hochdeutsch ein Pantoffelheld. Pfui Teufel. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Ingerl herein. Den Zeugen Ingerl, jawohl. Vielleicht weißt du ein bisschen mehr. Ein Weib, das wo überhaupt nichts fürcht, ist ein Ungeheuer. Und am besten ist, sie fürcht ihren eigenen Mann. Ohne Furcht keine Liebe. Die haben lang genug gefürchtet mit seinen Reisch. Länger hätte ich es nicht mehr ausgehalten, keinen Tag nicht mehr länger. Nix da, bis der Tod euch scheidert hat's. In keiner Not und Trübsal dürft ihr uns verlassen. Auch nicht, wenn wir einmal ein bisschen schwer betrübt sind. Die heilige Katharina mit ihren 2 Gefährtinnen, die wird schon noch recht machen. Ja, aber nimmer mit dem Ochsenfiesel und nimmer mit dem Beckklopf und nimmer mit dem Schierhackel und auch nicht mit dem großen Kochlöffel. Sowas tut man nicht als liebende Gattin. Sehr richtig. Ich rufe auf den Zeugen Ingerl. Ludwig, geh weiter. Pickel, wir sind dran. Ich sag die Wahrheit, Blase. Und wenn's 3 Monate kriegen, die Damen. Meine Gemahlin ist nämlich auch dabei. Ja, geh weiter, Kimmel. Wenn mir die heilige Katharina nicht geholfen hätte mit ihren 2 Gefährtinnen, mit der heiligen Barbara und der Margret, dann wäre ich heute noch das gleiche arme Trutschel wie in den letzten Jahren. Ja, waren Sie denn Augenzeuge, Herr Ingerl, dass Sie alles so genau wissen? Das nicht, nein, sonst war ich meinem Freund zur Hilfe gekommen. Ich hab's der Lurt gehabt. Ich meine, der lauscht, wie die 3 Weiber da ihren Schlachtplan entwickelt haben. Und warum haben Sie Ihren Späßel da nicht gewahrt? Das wäre doch eigentlich Christenpflicht gewesen, oder? Ja, ich hab das nicht geglaubt. Nicht, die Weiber schwätzen viel, wenn der Tag lang ist, aber das hätte ich nie geglaubt, dass die sowas ausführen. Und was haben Sie denn so erlauscht, Herr Ingerl? Ja, wie meine Gemahlin zu der Frau Abstreiter gesagt hat, wenn die Uschi schreit, hat's gesagt, dann stürzen wir gleich ins Schlafzimmer rein und reißen den Bartel richtig ab, hat's gesagt. Und sie hat's gesagt, sie nimmt einen Schürhackel mit. So ein Rimpel, so ein Verlung, Sie haben einen Schierhackel ja gar nicht dabei gehabt. Sie haben nicht das Wort, Frau Ingerl, gell? Nein, da bin ich nicht mehr stark jetzt. Wenn Sie meinem Alten auch noch ein Wörterl glauben, Herr Rat, dann legen wir gegen das Urteil sowieso Revision ein. Probieren Sie es! Ja, denn erstens hat der Lump sein Verstand schon restlos versuffen und zweitens lügt er oft das Mai aufmacht. Das kann ich bestätigen. Danke vielmals, darauf kann ich verzichten. Fahren Sie fort, Herr Zeuge. Ja, warum die Damen am Bartel so geschlagen haben, das ist ja erst interessant. Ich kenne nämlich das Motiv von dem Verbrechen ganz genau. Ja, das ist ja wunderbar, wenn Sie es genau kennen. Also raus damit. Die Frau Ursula hat ihren Bartel schon alle geärgert, indem dass sie vom ersten Tag an schon immer laut zu den heiligen 3 Madel im Bett hat. Ja. Ich hab's ja oft nur gehört, wenn sie Schlafzimmerfenster offen gehabt haben, indem dass ich nehme, neben den Kölbels wohn, nicht? Und da habe ich das oft ganz deutlich gehört, wenn sie ganz laut Bett hat. Heilige Katharina, heilige Margret, pfeift uns, dass mein Muck kein Bier nicht mehr trinkt. Das war ja direkt öffentliche Ruhestörung, nicht? Ja, das habe ich sehr oft gehört, schon vor 20 Jahren, Herr Rat. Ja, ich war schon alleweil ein Sauhund. Und jetzt schmeckt mir nicht einmal mehr das Bier. Ja, hören Sie noch sowas an, Herr Rat. Der hat ja seinen ganzen Durst verloren. Ja, einen solchen Bogen mache ich um jedes Wirtshaus herum. Einen solchen Bogen. Der hat seine Seele nimmer. Ihr werdet schon wieder. Na, der wird nimmer. Das kenne ich. Wenn einer mal das Bier nimmer schmeckt, dann geht's bald dahin. Ja, ich bin ja schon ziemlich im Bilde, Herr Ingerl. Trotzdem erzählen Sie fertig. Also was war das Motiv, meinen Sie? Ja, die Betterei von seiner Alten. Ja, man mag das schon sein Lebtag lang hören, wenn er verliebt und lustig heimkommt. Heilige 3 Madeln, häufst damit mein Muck kein Bier nimmer trinkt. Ja, wer mag das schon? Da wird ja jedermann narrisch, nicht? Narrisch, ja, drum habe ich zum Beispiel neben anderem nicht geheiratet, gell? Ja, und deshalb hat er es dann einmal so ein bisschen umeinander lassen, nicht?
Und das war dann die Rache. Ja, ganz biblisch. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Prügel um Prügel, ja. Klingt sehr glaubwürdig. Überhaupt nichts ist da glaubwürdig. Der Grobian hat sein Weib ja halb zerschlagen. Was hab ich? Du nicht. Der da. Das war nicht Rache, das war Hilfeleistung und Notwehr. Und außerdem war es ein Wunder. Bitte, was war das? Ein Wunder, was gewiss mein seliger Xaverl auch mit eingefädelt hat. Denn der hat allerweil schon Mitleid gehabt mit der Frau Ursula. Also, was sich die einem alles anzubieten traut, der Scholland. Ja, ich war schon ein Sauhund. Wachtmeister, rufen Sie mir bitte die Zeugin Ursula Kölbel, aber ganz geschwind, gell? Die Zeugin Kölbel Ursula, jawohl. Ja, und Sie können sich setzen, Herr Zeuge. Und deswegen war es doch ein Wunder, was gewiss mein seliger Xaverl angeregt hat. Denn er hat das Bier gar nie mengen. Ihr seliger Xaverl kann man allmählich am Buckel runterrutschen. Und wenn Sie mich mit weiteren Wundern verschonen würden, wäre ich dankbar. Da fällt mir noch was ein. So. Wie ich schon im Bett drin gelegen war, da ist nämlich meine Frau mit einem großen Leintuch über Nachthemd und mit einem großen Schlupper zur Tür raus. Ja, okay. Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Zusammenstellung, nicht? Könnte das mit unserer Sache hier was zu tun haben, Herr Engel? Ja, ganz viel. Denn die Damen, die haben sich ja verkleidet gehabt bei einer Strafexpedition. Ah, Verkleid? Ja, freilich, damit der Bartel nicht erkennen sollte. Mei, der war so blau, dass er unser Sohn der Sohn nicht kennt hätte. Ja. Ich habe ja niemanden nicht erkannt. Aber wie ich wieder zu mir gekommen bin, da habe ich mir geschworen, dass ich vor jedem Wirtshaus herum so eine große, runde Scheiben ziehe. Eine ganz große, runde Scheibe. Ja, ist gut. Ja, den Mann hat's wirklich schwer erwischt. Das ist kein Sauhund, das ist ein armer Hund. Das geht ihm ja richtig nahe, sowas. Mir schon auch, Herr Rat. Ich bin ja schließlich sein Freund und Leidensgenosse. Ja, Herr Engel, Sie tun mir beinahe schon genauso leid wie der Herr Köbel selber. Setzen Sie sich neben mir ein Spätzl hin und helfen Sie ihm leiden, gell? Jawohl, Herr Rat. Die Zeugin Kölbel Ursula. Ist recht, ja, kommen Sie näher, Frau Köbel. Kommen Sie halt näher und ein bisschen flotter. So, jetzt sagen Sie mir, stimmt das, dass Ihr Herr Gemahl Sie des Öfteren ein bisschen unsanft behandelt hat? Na, unsanft nicht. Nicht? Aber kaut hat er mich halt manchmal. Ach so, nicht unsanft behandelt, aber kaut und das dann kräftig, ja? Mei, er war ja schon meistens so stark betrunken, dass er gar nicht mehr erkennen hat. Dann kann es eigentlich nie so ganz schlimm gewesen sein, oder? Mei, was heißt schlimm? Ich hab's halt ausgehalten. Ja, ich war ja ein Sauhund. Aber Uschi verspricht ja nie mehr... Träger, gell? Wenn Sie sich schon wunderbarerweise getraut haben zu klagen, dann reißen Sie sich hier auch ein bisschen zusammen noch einmal, ja? Frau Zeugin und Sie schildern mir jetzt nach bestem Wissen und Gewissen und ganz genau, was und wie es sich an dem besagten Abend abgespielt hat. Um 1 ist er heimgekommen. Sternhagelblau. Ich hab grad meine Novene zu den Heiligen Drei Maden bett. Novene, schon falsch. Zu der Heiligen Barbara mit dem Turm, zu der Heiligen Margret mit dem Wurm und zu der Heiligen Katharina mit dem Radl. Ja? Das sind die Heiligen Drei Madeln. Und dann hat das Grobse angefangen. Dann hat laut geschrien und sakramentiert. Ja, und dann hat er kaut. Ja, ein bisschen schon. Einen Renner hat er mir gegeben, Tischdecken hat er runtergerissen. Ja, ich war ja allweil so ein Sauhund. Sag's ein Element, jetzt hörst du doch mit diesem saudummen Sauhundgewinsel auf. Das kann ich schon nicht mehr hören. Seid doch endlich einmal ein bisschen am Mannsbett und halten Sie jetzt einen Mund. Weiter, Frau Köbel. Dann ist das Wunder geschehen. Wie ich grad zu die Heiligen Drei Madeln einen Hilferuf aufstehst, geht schon die Tür auf. Und die Heiligen Drei Jungfrauen in eigener Person kommen rein. Weiß gewandet und schön. Und jede mit einem Stecker. Hey, und mit Stecker? Ja, ich selber, ich hab mich gleich gefürchtet. Furchtbare Wirkung einer wunderbaren Gebetserhörung nach 20 Jahren. Ja, und dann waren es plötzlich da. Ja, die waren da. Und mich haben's geschlagen. Ja, ganz fest. Und ich hab sie auch verdient. Ich war doch so ein Sie waren noch Sauhund. niemals ein Mannsbild, Herr Köbel, gell? Lassen Sie die Frau Zeugin weiter erzählen. Also, was war dann? Dann haben wir ihn ins Bett gelegt und verbunden. Sehr lang. Erst den Mann halber zum Krüppel hauen und dann auch Samariter spielen. Sauber. Haben Sie selber auch zugehört, Frau Köbel? Nein, nicht. Ich hab bloß Bett zu die Heiligen Drei Madeln. Danke bitte für die Erhörung. Naja, da hat schon mein Xaverl selig auch mitgemacht. Also, das kann ich jetzt schon bald nicht mehr hören, das Xaverl selig. Was haben denn die Heiligen Drei
Madeln da dann anschließend getan? Eine Siegersfeier haben sie abgehalten und eine ganze Flasche Wein ausgesoffen. Ja, das fällt mir jetzt erst ein. Eine ganze Flasche Wein. Was weißt denn du? Du warst ja schon im Bett und hast geschnarcht. Ich hab euch gehört, eine ganze Flasche Wein. Eine solche Siegersfeier haben nicht einmal wir an 1870 in Sedan abgehalten. Ja, nicht einmal, wie wir Napoleon gefangen gehabt haben. Das ist eine glatte Verleumdung, Herr Richter. Wir wollten den Wein dem kranken Herrn Kölbel bringen ans Bett. Ja, für wie dumm halten Sie mich denn eigentlich? Jetzt müssen Sie nur noch sagen, dass Sie selber aktiv da gar nicht beteiligt waren, sondern dass das wunderbarerweise die echten heiligen Madeln da droben bewirkt haben. Ja, und mein Xaverselig, Sie können uns ruhig freisprechen. Fällt mir überhaupt nicht ein. Ich habe nur noch eine letzte Frage an die Frau Zeugin. Warum haben Sie denn eigentlich immer ausgerechnet die heiligen 3 Madeln angerufen? Ja, mei, die helfen doch gegen's Bier. Okay, was Sie nicht sagen. Eine Irrlehre ist das, dagegen muss der Herr Stadtpfarrer morgen sofort predigen. War es? Jawohl, die heilige Margret hilft gegen die Reis und die heilige Barbara gegen die Schläge und die heilige Katharina gegen das Sakramentieren und Fluchen. Aha, offenbar haben die aber 20 Jahre lang nicht geholfen. Und drum haben Sie, Frau Kölbel, diesen ganzen heilig-unheiligen Überfall mit den 3 heiligen Madeln beziehungsweise mit ihren irdischen Vertreterinnen vorher genau abgesprochen, nicht? Ja, das schon. Ja, und ins Haus gelassen haben Sie sie auch, bevor Ihr Mann heimgekommen ist. Ja, das auch. Deswegen war es doch ein Wunder, indem dass uns die heiligen 3 Madeln den Einfall beschert haben. Die heiligen 3 Madeln und mein seliger Xaver dazu. Das glaub ich auch. Ja, ich glaube das weniger. Glück im Unglück war nur, Frau Zeugin, dass Sie nicht Ihre eigene Schutz- und Namenspatronin angerufen haben. Ja, wieso? Ja, stellen Sie sich das einmal vor, die heilige Ursula mit ihren 10.000 Madeln bzw. Jungfrauen. Ne? 10.000? 10.000 Jungfrauen. Oh mei, die hätten man ja umgebracht. Ja, höchstwahrscheinlich. Und außerdem waren wir ja bloß zu dritt. Ja. Danke, das genügt mir. Und zwar genügt mir das in jeder Beziehung. Frau Kölbel, Sie können sich setzen. Ich verkünde das Urteil. Aufstehen, bitte. Im Namen seiner Majestät des Königs, bzw. der königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten, da geht folgender Spruch. Die 3 Angeklagten zahlen je 5 Mark in die Armenkasse. Und dann zahlen sie Schmerzensgelder, zunächst in der Form von vielen frischen Massen, damit der sehr geschädigte Herr Kölbel ganz allmählich und vorsichtig wieder an das Bier gewöhnt wird. Und dann bringen sie ihn durch sehr gutes Zureden wieder auf den geraden Weg. Das heißt, weg von den großen Böen, die er bisher um die Wirtshäuser hat ziehen müssen. Die Sitzung ist geschlossen. Mir langt. So habe ich mich an die Begen gerade so gewöhnt. Depp, das ist doch ein Urteil. Du bist dazu verurteilt, dass du jetzt wieder ein Bier trinkst. Verurteilt? Ja? Oh, ihr heiligen 3 Madeln, steht's mir bei. Wir stehen da schon bei, Bartel, nur keine Angst. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Ja, nur mit den heiligen Madeln, wir haben auch heilige Männer, nicht wahr? Und der Mägel mit seinem Schwert, der soll immer richtig reinhauen, wie es gehört. Und der Georg mit der Lanzen, der soll immer reinstechen in den Sauhaufen, den ganzen. Darauf trinken wir jetzt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.